möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen hier zu der Menschenrechtsaktion jetzt heute anlässlich der deutsch-chinesischen Regierungskonsultation im Bundeskanzleramt. Chinas Ministerpräsident Li Keqiang wird hier bald vorbeifahren, zwischen 10 und 11 wahrscheinlich mit seiner Kolonne, und da drüben stehen die ersten Journalisten, die Einlass haben wollen ins Kanzleramt. Wir haben diesen Protest hier heute organisiert, weil wir denken, dass es wichtig ist, einfach eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Eine Gegenöffentlichkeit zu dem, was wir jetzt im Fernsehen, in Radios und in den Medien später hören werden, dass China ein strategischer Partner ist, auf den Verlass ist. Wir sehen das ganz anders. China ist kein verlässlicher Partner und noch weniger ein strategischer Partner der Bundesrepublik Deutschland. Es ist ein verbrecherisches Regime, was momentan doch an der Macht ist. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Menschenrechtssituation verschlechtert hat in den letzten 4 Jahren unter Xi Jinping, dem neuen Staatspräsidenten, dann können wir einfach nur schockiert auf diese Entwicklung zurückschauen. Wir haben Riesenprobleme, menschenrechtliche Probleme in ganz China, in Ostturkestan, Xinjiang, in Tibet, in der inneren Mongolei, einfach in fast allen Regionen. Wir haben hier heute vor allen Dingen wollen wir aufmerksam machen auf die dramatische Situation der Uiguren und Kasachen in Ostturkestan. Dort werden jetzt Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende Menschen, man weiß es nicht genau, in Umerziehungscamps festgehalten, gefoltert und keine Perspektive haben sie, wann sie herauskommen, wie sie sich dagegen wehren können, dass sie einfach in diesen Lagern illegal festgehalten werden. Ich betone nochmal, es ist wirklich vollkommen illegal, es gibt keine Rechtsgrundlage für die Inhaftierung ganz einfacher Menschen. Auch viele, die hier stehen, haben Angehörige, haben Freundinnen und Freunde, die in diese Lager gekommen sind in den letzten 1,5 Jahren, einfach weil sie das Problem hatten, dass sie Angehörige im Ausland haben, die sich für Menschenrechte der Uiguren einsetzen, oder dass sie selber als verdächtig gelten, sich für kulturelle Rechte, für Menschenrechte, für religiöse Rechte einzusetzen. Was wir erleben momentan in Ostturkestan ist einfach so ein massiver Bruch des chinesischen Rechts und internationaler Menschenrechtskonventionen, dass wir das öffentlich machen müssen, dass wir dagegenhalten müssen und immer wieder auch der Bundeskanzlerin und den europäischen Regierungen deutlich machen müssen, wir erwarten von euch, wir erwarten von Ihnen, Regierungen, jetzt auch klare Worte, was diese dramatische Menschenrechtssituation angeht. China ist nicht der verlässliche Partner, mit dem man sozusagen einen Handelskrieg gegen die USA führen kann. Es ist ein Staat, der massiv Menschenrechte missachtet, und ich freue mich, wenn jetzt gleich hier auch mehrere Repräsentanten der Uiguren, der Tibeter sprechen können und hier nochmal ihre Situation darstellen können, wie sie momentan die Menschenrechtslage in China sehen. Eins möchte ich noch anmerken: In dieser Woche jährt sich zum ersten Mal der Todestag des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo am Freitag. Auch dann wird es hier in Berlin Proteste geben oder Gedenkveranstaltungen geben. Seine Witwe Jia wartet noch immer darauf, dass sie das Land verlassen kann, dass sie überhaupt sich frei bewegen kann innerhalb Chinas. Auch das ein großes Anliegen, dass wir sagen als Menschenrechtsorganisation, wir erwarten hier von der deutschen Bundesregierung mehr Engagement noch für die Freilassung von Jia und dass sie vor allen Dingen frei ausreisen kann. Wir haben heute auch einen wichtigen Tag, weil heute vor 3 Jahren hat die Repression angefangen gegen Chinas Rechtsanwälte und Menschenrechtler. In diesen 3 Jahren, seit dem 9. Juli 2015, sind mehr als 300 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte verhaftet worden, Mitarbeiter von Rechtsanwaltskanzleien verhaftet worden, und mehr als 10.700 Rechtsanwälte haben ihre Lizenz verloren, eben als Rechtsanwälte arbeiten zu können. Ein deutlicheres Zeichen, wie schlimm es um Rechtsstaatlichkeit in China momentan steht, kann es einfach nicht geben.
Und ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig hier hervorzuheben. Es geht uns nicht nur um die Situation der Uiguren, der Tibeter, der Mongolen, der Kasachen, sondern auch insgesamt der Menschenrechte in China. Die Situation ist katastrophal und jede Regierung, die nicht über diese katastrophale Menschenrechtslage in China mit der chinesischen Führung spricht, handelt letztlich verantwortungslos. Und das gilt ganz besonders für diese schrecklichen Umerziehungscamps, die jetzt in Ostturkestan eingerichtet wurden und in denen so viele Menschen, einfach die vollkommen unschuldig sind, eingepfercht werden und keinerlei Perspektive haben, herauszukommen. Diese Menschen dürfen einfach nicht vergessen werden. Deren Schicksal muss hier Thema sein, in Berlin heute auch. Und wir hoffen, dass die Bundeskanzlerin die dramatische Situation in Ostturkestan eben auch anspricht. Genau wie die auch in Tibet, die sich ja auch in keiner Weise verbessert hat, wo es auch ständig neue Verhaftungen gibt. Erst vor wenigen Tagen wieder Leute verhaftet wurden, die Bilder des Dalai Lama bei sich in ihren Häusern hielten. Und das ist das Typische, was wir eben in beiden Regionen beobachten, sowohl in Tibet wie in Ostturkestan, dass es überall repressive Übergriffe gibt, systematische Hausdurchsuchungen, wo Gegenstände, die vermeintlich verboten sind, beschlagnahmt werden und die Menschen, denen diese Gegenstände gehörten, dann ins Gefängnis geworfen würden oder in diese Umerziehungslager. Ich freue mich, dass hier heute unter uns auch Dolko Nisa ist, Präsident des Weltkongresses der Uiguren, die in München ihren Sitz haben, mit anderen führenden Uiguren hier hingekommen, wie zum Beispiel Enver Can und vielen anderen, die wir aus langen Jahren der Zusammenarbeit in der Menschenrechtsarbeit für Uiguren kennen. Und ich würde mich freuen, wenn Dolkun jetzt auch einige Worte an uns richten würde, ob auf Deutsch, ob auf Englisch. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte vor allem bei jedem Einzelnen mich bedanken, der einen langen Weg zurückgelegt hat, um an dieser öffentlichen Kundgebung teilzunehmen. Wir sind heute hier zusammengekommen, um das Protest gegenüber dem chinesischen Ministerpräsident Li Keqiang für die durch chinesische Regierung geführte Politik der totalen Unterdrückung der Uiguren auszudrücken und Befreiung von 1 Million Uiguren, die sich in China sogenannten Re-Education Camp, tatsächlich, das ist die Concentration Lager, befinden und leiden zu fordern. Heute ist ein besonderer wichtiger Tag, was brutale Beziehungen zwischen Europa und China betrifft. Es findet heute in Berlin ein Dialog über die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland statt. Gleichzeitig beginnt ein Menschenrechtsdialog zwischen der Europäischen Union und China in Peking. Beide diese sehr wichtige Ereignisse und deren Folgen betreffen uns Uiguren. Wir haben nicht gegen politische, wirtschaftliche und diplomatische Verhältnisse der Europäischen Union, Deutschland und China gegenseitig führen. Aber die Läufe dieser diplomatischen Beziehungen wird ein Auge zugedrückt oder gar verschwiegen wegen der Fakten der erheblichen Menschenrechtsverletzungen in China. Und die derartige Position von ihnen können wir keinen Fall akzeptieren. Demokratie, Menschenrecht, Gerechtigkeit sind Grundprinzip in der Staatsordnung von den Ländern der Europäischen Union und auch Deutschlands. Es ist schade, dass gegenwärtig die Europäische Union, Deutschland, andere demokratische Länder meistens ihr Hauptziel in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sehen und dabei keine Aufmerksamkeit auf die grausamen
weiß geführte Menschenrechtspolitik China schenken. Heutzutage leiden Millionen von Menschen in China, Tibeten, in der Mongolei, in Ostturkestan unter Machenschaften der kommunistischen Regierung Chinas. Millionen von unschuldigen Menschen bleiben unter Quellen in der Gefängnis in China. Heute erhalten Tausende die Todesstrafe, werden unschuldig behaftet und festgenommen, verschwinden spurlos. Aber die aktuelle Situation in Ostturkestan ist wie nie keinem Jahrhundert ihre historische Vergangenheit elendig, sehr schwer und scheint aussichtslos zu sein. Nachdem Xi Jinping vor 5 Jahren an die Macht kam und die besondere Zeit des Zeitpunkts als Xinjiang als der Parteisekretär von der sogenannten Xinjiang-Uigur Autonomen Region amtiert, werden die Uiguren massiv unterdrückt. Heutzutage müssen mehr als 1 Million von Uiguren in dieser Sammlerlager von China qualvoll einsitzen. Was für Gräueltaten sie in diesem Raum erleben, das können wir nicht in Erfahrung bringen. Offenbar ist die Uiguren werden fort festgehalten. Ihnen wird körperlicher Schaden zugefügt. Viele werden diesen Kampf getötet. Auch meine Mutter, 78 Jahre alt, ungeachtet dessen, dass sie höherem Alter ist, wurde in diesem sogenannten Reidikischen-Kampf festgehalten und starb an der Folgen dieser Festnahme am 17. Mai 2018. Ungefähr im Februar 2018 der 82-jährige berühmte islamische Scholar Mohammed Salih wurde einem Kampf in China getötet. Bis heute sind glaubwürdige Angaben bekannt, dass mindestens 30 Personen in diesem Kampf getötet worden sind. Wobei eine tatsächliche reelle Zahl oder Statistik getötet herauszufinden ist beinahe unmöglich. Die in Deutschland lebenden tausende Uiguren können bereits seit über einem Jahr keinen Kontakt zu Eltern und weitere enge Verwandten aufzunehmen. Sie leben in der Unwissenheit, ob ihre Eltern noch leben oder tot sind. Es gibt keine telefonische oder andere Kontakte. Für über 1000 Uiguren in Deutschland als Bürger, die der politische, ökonomische und kulturelle Weiterentwicklung Deutschlands ihren Beitrag leisten, träumen wir viele Hoffnung davon, dass unsere Stimmen die deutsche Regierung erreichen. Deutschland als gerechtes und demokratisches Land soll nicht Verletzungen dieser Wert durch China ohne auch ein Wort zu sagen annehmen. An dieser Stelle bitten wir die deutsche Regierung an die Bundeskanzlerin Frau Angela Merkel den Druck auf die chinesische Regierung zu üben, den Ministerpräsident Li Keqiang dazu bringen, dringende Frage über die aktuelle Situation der Uiguren auf der Tagesordnung zu stellen. Das Thema der Lage der Uiguren bezüglich der Menschenrechtsverletzungen zu behandeln. Insgesamt jede Unterdrückung der Uiguren sofort stoppen. Befreiung von über 1 Million Uiguren, die schuldlos und ungerichtet festgehalten werden. Die Kontaktsperre mit Eltern und enge Verwandten für die Uiguren, die außerhalb ihrer ursprünglichen Heimat leben, auch für uns zu beenden. Die chinesische Regierung dazu bringen, die politische, kulturelle, religiöse und wirtschaftliche Erbeutung und Unterdrückung
Uiguren zu stoppen. Dankeschön. Freiheit für Uiguren! Freiheit für Uiguren! Freiheit! Freiheit! Freiheit für Uiguren! Freiheit für Uiguren! Freiheit für Tibet! Freiheit für Tibet! Freiheit für Tibet! Freiheit für Tibet! Demokratie für Uiguren! Demokratie für Uiguren! Demokratie für Uiguren! Demokratie für Uiguren! Menschenrechte! Menschenrechte! Freiheit! 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 Stoppt die Hinrichtungen! Stopp die Hinrichtungen! Stoppt die Hinrichtungen! Stopp die Hinrichtungen! Stoppt die Folter! Stopp die Folter! Stoppt die Folter! Stopp die Folter! Freilassen politische Gefangene! Freilassen politische Gefangene! Freilassen politische Gefangene! Freilassen politische Gefangene! Freilassen 1 Million Uiguren! Freilassen 1 Million Uiguren! Freilassen 1 Million Uiguren! Freilassen 1 Million Uiguren! Liebe uigurischen Freunde, liebe GFBV, vielen Dank, dass ihr heute diese Kundgebung möglich macht. Vielen Dank, dass ihr alle aus München von so weit hierher gereist seid. Und als Tibeterin kann ich nur sagen, wir müssen zusammenhalten. Es ist ein gemeinsamer Kampf. China ist kein einfacher Feind und China wird immer mächtiger, wie wir heute sehen. Und es ist Fakt, dass wir in den westlichen Ländern, in den sogenannten demokratischen und freien Ländern, werden wir immer weiter nach draußen gerückt. Das heißt, heute stehen wir hier und eigentlich sollten wir dort stehen. Wir stehen hier, während dort ein großer Verbrecher heute mit Ehren empfangen wird von Frau Merkel. Die alle Länder erzählen uns, dass China für Stabilität sorgt, dass China Weltfrieden garantieren kann. Aber wir alle wissen, Tibeter und Uiguren, wir wissen ganz genau, was hinter diesem brutalen Regime steckt, was ihre Logik ist und was ihre Unterdrückungspolitik ist, was sie in unseren Ländern machen und was für ein kolonialistischer und imperialistischer Staat China ist. Die Situation in Tibet, genauso wie in Ostturkestan, wird dramatisch schlechter jeden Tag. Die Menschen werden inhaftiert, Menschen, die nur ihre Rechte fordern, ihre Sprache zu sprechen. Und der einzige Grund, wieso China unsere Religion, unsere Sprache unterdrückt, ist, um unsere Identität zu töten. Sie wollen, dass wir alle Chinesen werden, aber das wird nie passieren. Und deshalb bin ich so froh, dass wir heute gemeinsam hier stehen, auch wenn wir vielleicht scheint es euch so, als wenn wir wenig Menschen wären, aber in der Weltgeschichte haben wir gesehen, es waren schon immer eine Gruppe von wenigen Menschen, die die Welt verändert haben. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch wir eines Tages in Würde zurückkehren können in unsere Heimatländer und dass Ostturkestan und Tibet frei wird. Und wenn unsere Länder frei werden, dann werden wir unsere Grenzen aufmachen und werden uns gegenseitig besuchen. Und das ist unsere Hoffnung. Und egal wie schwierig es scheinen mag, wir dürfen diese Hoffnung nicht aufgeben, weil wenn wir nicht kämpfen für unsere Leute, für unsere Völker, wer kämpft dann? Wer sagt dann, dass China ein Unterdrücker ist und eine Diktatur und kein Partner, den man ernst zu nehmen hat? Und deshalb will ich heute auch sagen, ich finde, es ist eine Schande für Deutschland, es ist eine Schande für Angela Merkel, es ist eine Schande für eine demokratische Regierung, jemanden wie Li Keqiang so zu empfangen. Und wir sind uns sicher, dass sie irgendwann in 100 Jahren werden sie sagen, oh ja, es tut uns leid, denn sie standen auf der falschen Seite der Geschichte. Aber wir werden nicht aufgeben und eines Tages werden auch wir Gerechtigkeit und Freiheit erlangen. Freiheit für Tibet! Freiheit für Ostturkestan! Freiheit für Tibet! Freiheit für Ostturkestan! Free Tibet! Free Tibet! Free East Turkestan! Free East Turkestan! Free Tibet! Free Tibet! Free East Turkestan! Free Turkestan! Shame, shame, China, shame! Shame, shame, China, shame! Schande über China! Schande über China!
Treffen gemacht zwischen Vertreter der Ilham Tohti-Initiative. Wer sie noch nicht kennt, das ist eine sehr wichtige Initiative, die sich einsetzt für die Freilassung von Ilham Tohti, der zu lebenslanger Haft unschuldig verurteilt wurde. Und ja, er mit einem Beispiel eigentlich vorangegangen ist, einen Dialog zu schaffen zwischen Uiguren und chinesischer Mehrheitsbevölkerung. Er wollte der chinesischen Mehrheitsbevölkerung erklären, was die Anliegen der Uiguren sind, warum die Uiguren so verbittert sind und so wütend sind auf das, was ihnen momentan geschieht. Und dafür muss er jetzt sein ganzes Leben im Zuchthaus verbringen. Ilham Tohti-Initiative, ganz wichtige Errungenschaft, denke ich, die wir vor allen Dingen dir zu verdanken haben. Und ich freue mich darauf, dass du jetzt auch zu uns sprechen wirst. Danke, Ulrich. Liebe Landsleute, liebe Tibeterinnen, Tibeter, liebe Mitglieder der Gesellschaft bedrohter Völker, ich heiße auch euch alle hier willkommen in dieser Aktion. Ich habe vor ein paar Tagen einen offenen Brief an chinesischen Ministerpräsidenten geschickt und der wurde in der Presse weitergeleitet. Möchte ich diesen Brief in kurzer Form euch vorlesen. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Li Keqiang, seit Ihrem Amtsantritt hat sich die Situation der Uiguren in Osttürkestan drastisch verschlechtert. Sie werden mittlerweile so streng überwacht, dass sie tatsächlich tagtäglich mit der Angst leben, für irgendeine Nichtigkeit in ein Umerziehungslager geschickt oder verhaftet zu werden. Was ist der Zweck dieser Maßnahmen? Was soll aus dem Volk der Uiguren werden? Die Uiguren waren immer ein gastfreundliches, tolerantes Volk, das in früherer Zeit viele fremde Kulturen willkommen geheißen hat. Sie haben eine lange Geschichte und reiche Kultur, die sie nicht ohne weiteres aufgeben wollen und können, nur weil jetzt ihr Land Volksrepublik China gehört oder von China besetzt ist. China gibt sich in der Welt als bunter Vielvölkerstaat, verbietet den Uiguren aber ihre Identität zu bewahren. Durch immer mehr Druck, Diskriminierung und ungerechte Bestrafungen schüren sie Unruhe und Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Warum also dürfen die Uiguren nicht Uiguren bleiben und sinnvoll und konstruktiv mit den Chinesen zusammenarbeiten? Dann gäbe es keine Animositäten auf beiden Seiten nicht. Professor Ilham Tohti hatte Vorschläge für ein gerechtes Miteinander der Volksgruppen ausgearbeitet. Aber darin sah ihre Regierung nur die Kritik und nicht die Lösung und verurteilte ihn zu lebenslanger Haft. Doch seine Kritik war eine konstruktive Kritik. Seine Vision von Toleranz und Zusammenarbeit wäre ein Gewinn für China. Die Uiguren wollen nicht dem Land schaden. Sie möchten die ihnen in der Verfassung verbrieften Rechte eingehalten sehen und ihren Teil zu Aufstreben und Erfolg beitragen, wenn ihnen nur diese Gelegenheit dazu gegeben würde. Aber stattdessen werden sie in Umerziehungslager und Gefängnisse gesperrt, die speziell deswegen neu erbaut werden. Während die Regionalregierung immer noch mehr Polizisten und Sicherheitskräfte einstellen muss. Alle diese Menschen könnten auch sinnvoll an Fortschritt
und Wohlstand beitragen und mitarbeiten. Wo also liegt der Sinn dieser ungerechtfertigten Härte gegenüber den Uiguren, über die sich im Übrigen mittlerweile die ganze Welt wundert? Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Haltung gegenüber Uiguren, gegenüber Ilham Tohti und seine Theorie von einer wirtschaftlich zweckmäßigen Zusammenarbeit noch einmal überdenken und anstatt ihn im Gefängnis festzuhalten, seine Mitarbeit an einer zukünftigen Lösung der ethnischen Spannungen zum Wohle des Staates zu nutzen. In diesem Sinne verbleibe ich mit Hochachtung grüßen. Dankeschön, meine Damen und Herren. Güzel istek